Die Quest Herrinnen des Waldes geht weiter hier bei The Witcher 3 Wild Hunt und ja, wir haben so die ein oder andere kleine Probleme bzw. Aufgaben, die glaube ich gleich ziemlich übel werden. So geht's also nicht. Wie kann man da hin? Dort ist wohl das Viech, das uns die ganze Sorgen bereitet. Okay, hier ist ein Ort der Macht, aber wie kann man denn da noch ein bisschen so war? Der Ort der Macht wird dann noch ganz praktisch, und nicht bevor ich das wow! Gegen das Viech antrete. Ich komme jetzt ein bisschen herunter. Ja, toll, also ich habe da jetzt nichts gemacht, ja, ich wollte dann wieder hochgehen. Doch gerne mal kurz warten. Echt, das ist ja nur noch Tränke? Ich würde ehrlich gesagt ungern bereits anbrauchen. Das Werkzeug, okay, bringt mir also nichts. Was ist denn hier gerade? Ausgerüstete Konsumgüter? Ja, aber wo waren die gerade? Ja, die wohl eher weniger, wo man nicht über nützlicher war. Erstmal das wir brauchen. Ein Bier, ein gutes Bier. Ist alles, was man braucht auf der Welt. Alter, ist ein bisschen stärker, wa? Fühl mich beduselt. Ja, toll, lange hält's an. Oder kannst so kämpfen. Geralt, wenn wir uns ein bisschen wundern. Was hier steht, nix. Essen? Regeneriert Vitalität, sonst nix. Okay, gut. Braucht nochmal einen. Brauchen wir, bis das wieder zurückgeht. Aber ich glaube, aktuell macht es sowieso nicht viel. Magie. Geh fort! Geh fort! Geh fort! Die Mächte beugen sich nicht. Ach, dafür sind die Dinger da. Oh, soll vielleicht mal ein paar noch von anderen suchen gehen, wa? Scheiße, ey. Dann wurde die ganze gedacht, ja gut, können wir später noch machen, irgendwie. Ja, was ganz anderes und dann doch, Fähigkeitspunkte, geil. Okay, mach direkt mal auf Feuer, wenn er schon mal so geil ist. Das Falsche, hier Zeichen. Doch mehr auf Shield, wenn ich schon mal habe. Wirkt Schaden und zerbricht. Oh, das könnte sicher nicht schaden, wenn man sagen, ich will verbessern, wa? Jo, krass. So. Irgendwie ist es auch stärker, jetzt ist das Vieh platt. Da hat schon was drauf, ey. Was macht der jetzt da? So, platt wäre er. Kehr um. Wer bist du?
Naja, also tot wäre es zumindest mal. Hinfort, hinfort, hinfort. Da hätten wir wohl auch die geheime Höhle. Das klingt, als würde alles ein bisschen schrumpfen. Aber nö, sehe eigentlich nichts. Erstmal ein kurzes Zeichen, vorhin ist mir doch ein bisschen heikel gerade. Das bringt so also nichts. Nein, halt unten durch. Ja. Wir sind gleich da. Ja. Gerald, willst du bitte wieder da hochgehen? Da wäre ich sehr verbunden, Alter. Nein, du so... Ah, nee. Geh auf da hoch. Leute, ich mach da nichts Besonderes. Der macht das von selber. Seht ihr das? Wieder weg. Moment mal ganz kurz, vielleicht kann ich ja springen. Da muss irgendwie auch so ein Bug sein. So. Das Ganze jetzt nicht tun, doch, ich hab's getan. Wir gerne nochmal regenerieren, Freunde. Dauert aber lange, ja, kaum was soll's. Was willst du hier? Wozu das Blut vergießen? Bringst du mir den Tod? Oder ist meine Freiheit dein Wunsch? Bäh. Ich wurde angegriffen. Dies ist mein Gefängnis. Eine belagerte Festung. Ich warte auf Mörder. Und mein Wald beschützt mich. Mörder? Mörderschwestern töteten meinen Leib, jagen meine Seele, da ich ihnen trotze. Wer bist du? Ich verließ meinen Kreis. Ich schützte das Gleichgewicht. Die Mumen töteten mich, verfluchten meinen Geist. Ich habe noch nie von einem Druidenkreis in Velen gehört. Ich wandere ewig durch ein Labyrinth von Zweigen, rutsche hilflos über Blätter. Dann kennst du die Mumen wohl gut. Sie sind Velens Fluch. Durch abgeschnittene Ohren hören sie alles. Sie verweben Haare und Leben. Ihre Macht erhalten sie von einer Brühe aus Menschenfleisch. Klingt ja richtig lecker. Warum haben sie dich getötet? Die Mumen wollen dieses Land haben und allein im Wald herrschen. Ich war ihnen im Weg, musste also sterben. Du sagst, du seist gefangen. Wie das? Ich bin gebunden mit magischen Fesseln. Ich wandere endlos. Ein Blätterlabyrinth. Die Kinder. Ich weiß alles, was sie erwartet.
Bitte befreie mich. Ich muss helfen. Wenn den Weisen etwas droht, helfe ich ihnen selbst. Die Kinder sind schon fort. Bitte befreie mich. Ich kann ein Sturm sein. Ein wilder Galopp. Ich rette sie. Nur ich kann es. Tja, naja, ich werde dir helfen, glaubt ihr nicht, ich muss aber nachdenken. Toll, woher soll ich das wissen, was richtig ist? Warum glaubst du, dass die Kinder auf der Lichtung in Gefahr sind? Die Schwestern haben sie genommen. Sie kehren nicht zurück. Wohin haben sie verschleppt? Ich kann helfen. Es ist zu spät. Es gibt kein Zurück. Und keine Straßen nach Art Serbien. Sie werden alle sterben. Lass mich sie retten. Die Mumen. Was weißt du über sie? Die Schwestern sind älter als die ältesten Bäume. Wählen ist ihr Reich. Alles Leben hier dient ihnen. Die Schwestern sind verborgen. Du wirst sie nicht finden. Sie hören alles. Es gibt kein Versteck. Toll, das hilft mir weiter. Das kann ich noch nicht entscheiden. Du musst zurückkommen. Mich befreien. Bitte. Sieh dich vor. Meine Wächter wachen noch immer. Der Flüsterhügel aktualisiert. Werdegeist im Baum, schön. Herrin des Waldes und also von Niederwehr tötet. Ich bin glaube ich eher schon richtig, wa? Von dem her. So, Leute, mal ganz kurz, muss mal die Quest nochmal angucken. Ja, bin ja schon richtig von dem her, was? Empfohlen Stufe 16, Alter. Das Gellige. Ja, ein anderes Thema. Was haben wir jetzt hier immer noch da? Aber keine weiteren Infos oder so etwas? Scheint nicht so, wa? Die Quest bleibt auch noch offen. Die muss irgendwie durch andere Hauptquests muss die vorantreiben, scheinbar. Ja gut, wisst ihr was? Wir machen es anders. Ja, befreie sie mal, wa? Versuchen sie mal. Ich habe gewartet. Du bist zurück. Was hast du gewählt? Den Tod. Hilfe! Hilfe! Ich will wieder frei sein. So sei es. Wenn du die Weisen von der Wiese retten kannst, helfe ich dir. Ich werde sie finden. Befreien. Öffne die Tür meines Käfigs. Blut ist mein Entkommen. Es braucht ein Ritual. Das Schwarz von Rabenfedern. Das Weiß meiner Knochen. Und ein schnelles Ross. Eine Stute wild und frei. Von einer Wiese muss sie sein. Dunkel wie eines bodenlosen Brunnens Tiefe. Schwarz wie die Nacht selbst. Nur so ein Tier. Sammle diese Dinge und bring sie mir. Ich habe die Rabenfeder. Finde meine Überreste und bring mir ein Ross. Ein Ross, schnell wie der Wind. Ein schwarzes Pferd, aus Sturm geboren. Der Mann ist aber hoffentlich nicht Plötze. Wo finde ich deine Überreste? Meine Knochen liegen in einem einsamen Hügelgrab. Nicht weit, gen Westen. Wozu brauchen wir ein schwarzes Pferd? Das Tier und ich werden eins. Wie einst. Wir sind der Sturm. Nichts kann uns halten. Ein wildes Ross von feuchten Wiesen. Ich hole alles, was du verlangst. Dann komme ich wieder. Kehr zurück.
zu den Tiefen des Hügels, zum verrotteten Erz des Baums. Durchstich mein Herz, lass Blut fließen. Um aufzuerstehen, muss ich erst verschlungen werden. Geh ich jetzt, kehre durch den Gang zurück, den ich geöffnet habe. Ja, danke, danke. Naja, ist das wirklich richtig, ist das falsch? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich meine, sind ja alles ganz schöne Details und so, aber ich würde dann doch gerne noch wissen, was passiert wäre, hätte ich jetzt das abgelegt. War da abgelehnt natürlich. War jetzt das Richtige. Das ist ein Kontrollpunkt, also wird das wohl der sein, den ich gerade noch gemacht habe. Nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zur wilden Jagd. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Keira ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. Ja, diese Intros wieder. Okay, wir sind da. Wir versuchen es nochmal, aber diesmal lehne ich ab, weil ganz ehrlich haben wir sonst noch etwas, was ich machen könnte. Nö, war. Ich muss mich recht hier entscheiden. Helfe ich hier oder helfe ich hier nicht? Ich könnte zu anderen Quests weitergehen und so um einen Hinweis zu bekommen, aber die Chancen sind doch relativ gering. Ich habe gesagt, Hilfe! Hilfe! Naja, ich dir auch. Ich glaube dir nicht, Geist. Zu viele nennen dich böse. Deine Worte allein sind nicht genug. Wende dich gegen mich und die Mächte der Natur erheben sich gegen dich. War ja klar. Das kommt irgendwie im Kampf aus Risen 3! Also bitte 2 Köpfe? Das war nicht schlecht. Kommen die noch? Jo. Leute, ich habe keine Ahnung, vielleicht war das richtig, vielleicht war es nicht richtig. Ich hätte könnte theoretisch beides machen. Ich mache jetzt mal das hier. Also die Version davon, weil ganz ehrlich, das andere stimmt, glaube ich, weniger. Gut, ich meine natürlich, die gehen aber relativ einfach, trotz allem. Ich kann mir natürlich durchaus vorstellen, dass ich bei meinem Glück genau das falsch gemacht habe, sprich, hätten wir das andere gemacht, dann hätten wir irgendwie ein neues rausbekommen, Plötz 2.0, was auch immer, sonst irgendwas Geiles und ich habe das jetzt vergeigt. Kann ja sein, aber muss ich halt für das entscheiden. Ich könnte zwar das andere machen, doch hätte es wirklich besser machen können. Kann ich irgendwie besser speichern nochmal? Nee, geht nicht, wa? Also was, ich werde sicher mal in der Pause bis zum nächsten Part, wird das noch irgendwie nachrecherchieren, was das andere gewesen wäre. Vermutlich wäre das Vieh einfach größer gewesen, stärker nachher und hätte mehr Punkte bekommen. Oh, noch ein Mutagen, geil. Aber ich habe, nö, keine neue Stufe. Die Waffen sind sich auch im Arsch. Naja, das Vieh ist tot, müsste also in Ordnung sein. Ich hoffe es zumindest, nicht, dass er irgendwie echt das Falsche gemacht hätte. Magie, ein Ort der Macht. Warten wir schon, wir können noch was machen hier. Aber keine neuen Punkte, war. Die muss auch unbedingt noch mal suchen, die ich die ganze Zeit verpasst habe und da meine ganzen Punkte ein bisschen aufstocken. Ich glaube, vor allem der Schild, der ist echt cool. Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Ein böser Geist saß in dem Baum auf dem Hügel.
Er hat die Leute getötet. Wie hast du ihn vertrieben? Ja. Das Herz des Baums war besessen. Ich habe das Herz zerstört und das Wesen, das sich seiner bemächtigt hatte. Also war es ein Geist. Kommt er zurück? Nein. Die Mumen, ihr nennt sie Herrinnen des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie meinen. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Ich habe so ein dämliches Gefühl. Ich hatte irgendwie ein anderes Gefühl. Die Bezahlung. Bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder. Über Velen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen. Ich glaube, es wäre besser gewesen, den Baum leben zu lassen, was? Scheinkleister. Uah. Steck dein Schwert weg, Junge! In Wahrheit ist er sogar noch süßer. Und ihr seid so... anders als auf dem Wandteppich. Nun, her damit! Du sollst es sagen, nicht begaffen. Hintergehe uns nie wieder! Wir vergeben dir deinen Fehltritt. Du hast deine Sache gut gemacht. Die Kinder sind drei wie Ferkel und süß wie Karamell. Doch jetzt müssen wir mit unserem weißhaarigen Freund sprechen. Ich kenne dieses Zeichen. Das ist Anna, die Frau des Barons von Krähenfels. Sie gehört keinem Mann. Sie trug eine Frucht im Bauch, gewachsen aus dem Samen meines Mannes, den sie hasst. Wir halfen ihr. Dafür dient sie uns. Sie trägt das Zeichen. Sie gehört uns. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Ach du heilige Scheiße. Wie geil ist das Ding gemacht? Okay, es ist ein bisschen beunruhigend und so und auch ein bisschen eklig, aber wie geil ist die Quest gemacht? Also wette mit euch, hätte ich jetzt einem Baum geholfen, dann wäre vermutlich nachher alles Friede, Freude, Eierkuchen gewesen. Die drei schrägen Tanten wären jetzt futsch, oder? Und sie wäre wohl zurück zu ihrem Mann gegangen, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Das ist Anna? Ich habe mir ein bisschen jünger vorgestellt, meine nichts für ungut, aber es sieht eher aus, als wäre sie die Mutter vom Baron. Interessant. Ich muss mal gucken, Freunde, wie lange die andere Quest noch dauern würde. Aber ich glaube, wenn es nicht allzu lange dauert, mache ich sogar beides. Das ist irgendwie mein Interesse gewesen, muss ich noch zugeben. Im Wandteppich habt ihr anders ausgesehen. Wir haben uns für dich hübsch gemacht.
Wenn du wüsstest, wie lange wir vor dem Spiegel gestanden haben. Begehrst du uns? Alter. Ihr wisst, warum ich hier bin und was ich will. Du wirst von uns träumen und um das bitten, was du jetzt ablehnst. Das tun alle. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen, aschblond, so nennen sie das. Fingerdünn, verstört und erschöpft, konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmüh, ein ungezogenes Mädel. Verschlagen, bockig, selbstsüchtig. Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort. Also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Wir wussten, dass jemand Besonderes kann. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Omen. Wir sahen ihr Ebenbild, wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Sie fiel uns in die Hände. Älteres Blut. Das Blut der Verräterin. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Kommt, Schwestern, nicht getrödelt. Der Tisch ist gedeckt. Der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Inlerit kriegt sie, ja, aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brühe. Oh, ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Das sollst du bereuen, Mädchen. Bitter bereuen. Komm zurück. Komm zurück. Oh oh. Komm zurück. Er ist gekommen, dich zu holen. Ist mir scheißegal. Flieh aus dem Buckelsumpf, das sagen die so einfach. Ah, weg hier. Portal ist mir scheißegal. Mann, ey, was sind das für alte Krähen? Oh, ich wünsche, was hätten die andere Quest gemacht? Oh, lalalala. Mann, ey, komm mal. Was ein starkes Schwert sie einfach hat. Oh Mann, Freunde, aber das machen wir erst im nächsten Part wieder hier bei The Witcher 3 Wild Hunt mit Ciri in der Hauptrolle. Vielleicht doch jetzt schon.
Die arme Ciri. Ihr wolltet sie töten, sie schlachten wie ein Tier und dann fressen. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut. Außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist. Dann komme ich durch, wenn sie, dann komme ich wieder. Ganz toll kann ich eigentlich hier speichern. Ja, kann nicht wahr. Verdammt, muss ich gleich weitermachen. Verdammt. Sie ist entkommen, aber ich werde sie finden. Wir kommen zurück und töten euch. Du kommst zurück. Ja, unsere Schicksale sind verbunden. Und es wird jemand sterben, aber kein von uns. Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, dann wird sie sterben. Wir sehen uns, hübscher Ritter. Alter, wie krank sind die denn bitte? Okay, das ist also Anna. Sehr interessant. Imlerit haben wir jetzt auch kennengelernt. Freunde, in nächsten Part geht es hier weiter. Entweder direkt hier oder wir starten nochmal einen älteren. Ja, oder wir starten nochmal den älteren Slot und also sprich einen älteren Save State und machen die andere Quest. Sprich nämlich, dass wir dem Baum helfen und so glaube ich die sogar auslöschen können und Anna irgendwie zurückholen, keine Ahnung. Muss ein bisschen recherchieren und so, wie es genau laufen würde. Aber bis dahin, danke fürs Zusehen und ja, fast ein Level Up. Bis dahin, tschüss.